Ich bin gegangen in Highschool in Israel 1970 bis 1973. Und dort hat gewohnt meine Mumme, meine Tatens Schwester, Rokhl Fishman, was eine jiddische Poetessen, sehr feine Poetessen. Was ich frage, wie Sachschreibers, etwas an Einfall, eine Schure, ein Blitz, wo ich sie rausnehmen, ein Papier und verschreiben und reinlegen in der Käse. Oder haben sie gesagt, ein Satz, was sie sehr gefällt, wo ich sie es verschreiben. Ich habe nicht gesehen, manchmal, wie sie schreibt ganze Lieder, aber ich habe gesehen, wie sie verschreibt zu sich etwas. Sie hat sehr originelle Poesie, mir gefällt es sehr. Speziell etwas ist in der Poesie, ist sehr amerikanisch. Es ist nicht kein klassische Versen, sag mal, grammt sich es nicht. Es ist da ein wenig Musik und Rhythm, aber es ist nicht kein formelle Grammen. Und sie hat geschrieben, thematisch, eine Sache wegen ihrer Überlebung in Kibbutz, was das ist nicht gewesen so typisch für die jiddische Poesie. Ein junger Poet beschreibt wegen Arbeiten im Feld, Arbeiten im Weingarten, die Sonne, die Berg. Also, ja, das ist mein Eindruck von ihrer Poesie. Und sie, meine Mumme Rokhl, gewinnt eine Sache mehr link für uns. Ja, sie ist gewinnt ein Kibbutz von Hashomer HaTzair, also eine linke Kibbutzbewegung. Und ich gedenke damals, und das ist 1970, wie sie hat geredet, dass erstens sie gesagt, man darf die ganze Territorie bald zurückgeben, man darf nicht halten können. Das ist 1970, aber hat keiner so nicht geredet. Und sie hat gesagt, und man darf haben 2 Meluches in Eretz Yisrael, eine jiddische und eine arabische. Wir sind gewinn schockiert. Ja, also wegen linker Politik, das ist gewinn die Branche von meiner Mumme Rokhl.